Goede jullie middag, iedereen. Welkom hier in Jesu naam.
Dankzij voorkomt in de familie, in de steden van deel. We wollen aanvangen met de Dietsche Zangpika nummer 8. De Dietsche Zangpika nummer 8. O Andachtszeit, O Andachtszeit. O Andachtszeit, O Andachtszeit, aus dieses Lebens Mühe und Streit, führst du mich samt zu Gott hinan, der mich die Sorgen klagen kann. Im tiefsten Herzen Leid und Gram, mein Heiland mir zur Hilfe kam und hat mich losgejagt voll befreit, zur Andachtszeit, zur Andachtszeit. O Andachtszeit, O Andachtszeit, wo unser Heiland steht bereit und segnet den nach seiner Treu, der vor ihm liegt in wahrer Reue. Sagt und sagt einander, seg, mein Wort sei euer Trost und Leben. Drum werf ich auf ihn Schmerz und Leid, zur Andachtszeit, zur Andachtszeit. O Andachtszeit, O Andachtszeit, bring du mir Trost in Traurigkeit, bis ich vom Pisgahs Berg durchschauen, die glanzerfüllten Himmelton. Dann leg ich in den Wanderstab, den Hirten sinkt ins Grab. Ich gehe heim in Ewigkeit, ja, denk ich dein Andachtszeit. Nächstes Lied, 197.
De man dit Leid hat geschrieben, sie wohnen in den States und sie wollen even mehr vor und besiegen, Familie. Aber hij had het druk en so hij schickt zijn dochter met zijn vrouw toe. En die voeren voorarm am schap en hij wordt hem voor wieder wordt hij komen. Wel de schap wordt zijn vrouw en zijn dochter had die ging ooit uit de trap naar een onder schap en zo had hij gedanst en nebel en ging tot doel en hij bij ons kreeg een brief. En het zei bloos, de dochteren die zijn nu verdronken en ik alleen leef. En dat is van zijn vrouw. En zo hij op hem schappen op en die kwam bij de stad en de kapitein kwam naar hem en zei, dit is vanuit de stad waar die dochteren zijn verdronken. En dan schrijft hij dit Lied, 197. Wenn Friede mit Gott mein Seele durchdringt. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet das Wort mir anstellen. Mein Jesus hat alles für mich schon verbrannt. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünden trug Jesus das Land und warf sie weit weg in die Ferne. Starb ja für mich auf am blutigem Stamm, mein Eiserlein Lobpreise dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Goedemiddag to iedereen hier wat hier in Sassi komt, zoals Willy al zei. Dankzij voor komen, we hopen je van zich hier en zo. Hartelijk toezicht en heute hier ganz welkom en dankzij voor komen. Dit is de vriesfamilie en dit is een zware tijd voor zijn band zijn en om te starten. Eerstens zal we weer gaan doen een paar bekendmerken wat ik best wel zijn wegen bootstuven. Voor hier in de band en de kerk, van we daar deze grote deur gaan, door de linker zijde, dat is voor de vriesbootstuven is. Van hier van daar deze kleine deur gaan en dan doet het in gang naar de linker zijde, dan door de linker zijde, door het eerst de mannen bootstuven. En zo in de gym, van we door het voor een band zijn, doet het voor het vastbaar.
Du sind zwei Gangs, die Gangs mit den Glossen der, durch die Länge und Rechte von sieht, du sind die Botschaft für die Männer und für die Frühes. Nächstens, du hast einen Kurs hier in Sefern, weil wir zu diesen Dingen kommen und dort und so, du hast auch. Und der Kurs hast du, um die Friesfamilie halten, mit die Kosten, die Dinge zu betonen für die Bejrafniss. Und so, bitten und der Herr Jesus am Hotline net, und mit der Tag mit zu halten, du hast auch Gelegenheit. Und laatstens, die Familie hat auch gefragt, dass wir respektvoll sein und was sie verlangen, dass wir nicht Bilder nehmen und Videos nehmen, so möchten wir hier respektvoll sein und bitte dort dann auch so. So, vriend, Friesfamilie, die sind hier nicht wahr an dieser Lehre. So viel euers, was die wirklich die Menschen, was die würden, haben wollt. Wenn die Karte steht zu treten, dann wie hier, nicht hier und so, aber dann wie hier beim Bejrafniss und Leuten Ubrum war. Und ich sage, ihr wart hier und so, und wie gleich kann uns alle wirklich vielleicht verstehen, was ich das vielleicht fallen wird, aber gleich sind vielleicht mal so wenig, was das wirklich wissen kann. Dort benehmen wirklich, wo wollt ihr das tun, und die Trieren, was du mit bekommen hast. Aber zum Glück, wir hatten eine Hoffnung durch ihn, dass unsere Trieren einen Tag was zufrieden worden. Ich denke an die Geschichte, was wir lesen in Johannes 16, Vers 20 und 22 und so weiter. Aber das verhält sich nur am Klippet sagt, aber Jesus, der redet zu seinen Jüngern durch zu fahren, dort, wird bald verloren, und dann wollen sie sehr trieren, einfach das sehr schlecht gehen, sie wollen heel and down. Aber dann sagt er, Johannes 16, Vers 22 sagt, du wen sei je nicht trierig, aber ich will ihn wahr sein, und dann will ich ihn vom Harten freien, und der Freiheit soll ihn keiner Pfoten wegnehmen. Und Gott sei Dank, dass wir die Freiheit haben. Dass wir du noch können kicken, dass du uns erst noch eine Hoffnung, wir haben ein Leben in Hoffnung. Und wir lesen nur von 1. Petrus 1, Vers 3, das sagt, wir haben eine lebende Hoffnung durch Jesus, seine Auferstehung. Und so wir haben die Hoffnung, dass diese liebe Familie, was wir hier zu neu von der so steht sein, da wollen wir auch noch lebendig sein, wenn die Säule, die lebt für immer. Du hast eine Hoffnung an, dass wir noch wahr sein können. Und diese Hoffnung, von dieser Wiss, die kann ich David auch. Weil wir auch kicken down in 2. Samuel, Kapitel 12, du hast dort, wo David seinen Sohn gestorben hat. Und nachher gestorben wir, dann liegt er sich rum und fast und hielt. Aber wenn er dann nicht gestorben wir, dann stimmt er ab, wascht sich, und dann seine Deine der wundern sich, wo so nie so steht. Und in den 23. Vers, in den 12. Kapitel, sagt dort, und nu is hij dood. Waarom zal ik niet vasten? Kon ik hem terugbrengen? Ik wil leven nur arm, want ik kon hem niet hier terugbrengen. Hier gaan. En zo, dat is onze hoopning. We gaan aan een hoopning te doen te gaan komen, waar Ubram, wie vertrouwen Ubram niet is, en waar we vertrouwen Maria niet is. Want zij weer in Christus. En toen hebben we een hoopning dat we echt doen zo bij Christus ook waar worden zijn. Maar zo krijgt het stof jetzt zegt, die zin kon ik maar terugkomen, hij is niet dood. Maria is niet sterven, Ubram is niet sterven. So, wem ligt het dan niet, dat we kunnen zeggen meer en dat we echt niet waar worden zijn? Dat is aan mij en aan die. Dat is aan jullie familie. Dat is niet jullie opgave. Denk mal aan, wenn wir würden eine Familie haben, wo wir eine lange Reise fahren und wir wissen, dass sie kommen nicht mehr drei, aber wir haben die Gelegenheit durch zu haben und die sagt, wer zu uns, hier ist eine Lohnquart. Wenn ihr das wollen, nur folgen, dann kommen ihr da an, wo ihr eine liebe Familie ist. Wenn wir die Lohnquart bis top leiden, waschmieden sein, wir wollen bis selbst fahren und dann muss uns wieder antreffen. Ich glaube, wir sagen nicht. Wir werden solche Sachen merken. Jedes Mal, wie wir rumwegen deuten, jedes Mal, wie wir am Herweg abfuhren. Wir werden Sachen merken, dass das wieder der rechte Weg zum durch ankommen, wo unsere Familie ist. Und wirklich, wir haben das noch Lohnquart. Uns erst die Jef, Gott hat uns sehen, wo die Jef, und du rein, kann wir weiten, und du bist, kann wir gefängt, wo wir haben, auf diesen reichen Weg zu gehen, auf diesen schmalen Weg. Und was ist das Weg? In Johannes 14, Vers 8 sagt Jesus, ich sehe den Weg, der Wort hat in das Leben. Keiner kann und Futter bitte der Chemie. So du willst auch kind etwas mit sprechen und das jeden und dort von vorsagen. Die Hand Gelegenheit, diese Ware zu sein. Aber das ist nicht an uns, zum Sachen merken, dass wir Gott in Wuten folgen und so leben deuten und
das Maria en Ubrum wie vertreten zij kan. En dat wie en u dan het ware eindag van zijn kan. En zo wie het verdoord, een beetje voor de opening. Ik wil nu nog een klein beetje metalen van Maria. De eerste moment waar ik die als Fries familie leert gaan, dat zijn werkelijk een paar jaar terug. En doet versen niet ook werkelijk. Maar Ubrum, de schaffen immer voor dezelfde company waar ik doe. En een van dem wat de schaffen doet, wordt hij noorstelt. En die vier nam een hospital, maar hij weer op de arbeid met zijn 40, zo echt vier zijn 40 nu bij de Maria Houston en begin ik Maria doen en red een beetje wat eind en bij daar best een beetje weten waar Ubrum doet. Waarlijk had ik niet meer gedacht dat we best een paar jaar later dan wird wie hier zit zijn, ik wil nog bij Bejrafniss reden. Aber Gott führt uns in verschiedene Wege. Aber je dacht dan, Maria in het leven wat ze heeft gehad, van wie ons lieve vrouwen, wer is Maria? Wer wie Maria? Die wir verschieden zu uns aber sie wir eine Frau, Mutter, Großmutter und ein Freund. Sie fängt Frère in Familie, in Frère in Jesus. Dit is wer sie wir. Sie gleich mit Familie taub zu sein, wenn die Familie kann taub sein, en lachen, schön gehen haben, spusen, dort ist, wo sie gleich ihre Zeit mit ihrer Familie zu haben. Frau und mutig. En dat wir ook wat er zeer wertvoll weer. Ze leeft ihre Familie zeer. Ze gleich ook zeer schwer te schaffen. Ik heb van Zeugnissen hier van de Familie van entweder bij een huisarbeid doen, of buiten am Hof, en sogar op een stad pleinen, maar een semi de lengensvlek brengen. Maar ze weer immer uit, zum schaffen, du wordt het veel, biefun, du wordt het veel, en dan wordt het nodig weer. En ze vangt een grote vrede aan. Ze gleich werkelijk schwer te schaffen. Ze läuft ook sehr Geschenke te geven. Ze gleich te geven. En niet bloß Geschenke, aber ze geeft zich zelfs ook voor de familie. Immer waar gaan. En dort is ook wat er sehr veel mitbringt, want zij kunnen Menschen moedig maken, Menschen Geschenke geven, Menschen zenen. Ze gleich ook sehr te zijn. Ik heb een Zeugnis hier van Peter, waar hij is van arbeid naar huis gekomen, te hingen den einde kon heeft hier en dacht dat ben zijn en hast du bist stel jongen haft bis je hart. Dat had hem zo schön gehiert. Ze gleich sehr te zijn en wenn sie einmal hat ein Leute gehiert, dat die het nicht, dann wisst ihr dat voets te zijn en zij deut veel van dat interessiert er sehr. En persoonlijk, de laatste paar maanden wat ik in Duitsland leert gaan, deze dingen, die stemmen krijgt met wat er leven weer. Wat ik heb persoonlijk met ervoor, met de vriesfamilie en alles. Ik geloof, du hast nicht einmal gewaßt, wat wir sind irgendwann besiegen, dort unsere Kinder nicht sind, wie sie vorn ohne Sottenseite, den Chocolates und Kinder. Aber das wir sie die Großmama. Sie hat einmal Chocolates bereut, wenn die Kinder am wären, dann müssen wir was haben. Und bis es das kann ich sagen, der Charakter, was sie hat. Und das sind auch die Werte von ihrer einen Kinder, wer sie wir, eine Life to die Mama. En ook jedes Mal, wat we dan zijn die was, besonders het laatste Mal, wat zij dan hospital weer, en wat we doen ze eigenlijk niet een dag hebben met haar top weer, heute weer een huis, een Seminole gekomen, waar ze dingen te bestrijden. En dat we maar een kaart stellen, wat heute wacht weer, dan weer ze bedeerd. Wo is Peter? Zij hadden duim verlangen, met een top te zijn, en zij vreet zich zo, maar hij is nog met waar terugkomen, zij weer zo bedeerd. Wo hij weer. En zo zij had ik, wie ik immer bedeerd hebben anderen en had een duim verlangen met de familie top te zijn. En dat denk wat niet wordt, op constant het doen blijven gelijk van Maria, dat we me zeer interessant. Wat de moes wat wieder weer was en bijzonder de tijd wat ze zeer krank weer, de slag weer naar een holz, ze kunnen niet reden, geen beste dat ze met moven, maar er wat vreemd dat ze weer zeer zwak en zeer krank. Op een dag, wanneer we früh, als we willen beten, so plötzlich, als dat woord beten wordt gezegd, dan gaan we er heen op en vallen ze er heen. Zo zwak als ze weer, vallen ze er heen. Ze weer immer uit, te met het voeren reden. Dat is waar ik er was, immer ontdekken. En ik hoop, je als familie kan ook zo staan. En wanneer je naar denken, dat die denken even krijgt dit, ze weer
een life toe die mama. Zij houdt je te zijn life en zij vreet zich graag zijn te je te zijn. En eeuwigheid en dat zij wat met je te zijn voor Jezus ongezegd. So, dass wir dann hier nicht wieder gut worden dann wollen wir dann ich noch beten und dann wird Herr der Botschaft. So, bitte, wenn wir uns auf den einen Finger beten. Grote Almachtige Vader, Dankeschön für das Tag. Wenn das ein schwerer Tag ist für die Familie, aber da habe ich noch das Leben und an die Innenworten gegeben. Und so, Vater, dass wir hier zu nu das Bejrafniss offen, dann ich freue mich, dass wir nu besonders bei der Familie sein, bei den Freunden. Und dort, wie bis wir jene Freude finden. Und dort, wenn hier nie trüren ist, aber wir kicken vorwärts zu den Tag, für den schönen Tag, wo jens alle Taub waren, hier so, wir waren keine Ewigkeit mit ihnen Taub sein, und ungesagt sein. Du würdest keine Mal trüren mit sein, und keine Mal trauen. Vorher, ich freue mich, dass die werden jedem einsehen hat, das berühren, bewahren, und dat die mogen zijn, en zo is wieder durch die Steinstone, en haar durch dit, mogen de bus mijn hart te die getragen worden. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Liebe Geschwister, Freunde, Jas, wünsche Gott die Gnade und die Friede von unserem himmlischen Vater, wird mit uns sein. Dat, zoals het in Galater Kapitel 1, Vers 3 sagt, Gnade und Friede von Gott, dem Vater von unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns Gesinnen gegeben hat, um uns von der Gegend, was je bei dieser Welt zu erraten, und dem Willen von unserem Vater zu tun. Arm ist alle Ehe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dankeschön für jede Meinung, wer gekommen ist, um diese Familie zu unterstützen, zu mir Wesen, die noch Leute verehrt, zu mir an dieser Lehre besiegt zu stehen. Diese Familie ist in eine Lehrbahn, wo sie trüren dann, aber doch auch Freiheit haben, dass sie erlöst ist. Das haben wir nicht gedacht. Dort ein Aufteil uit zwei Bejrafnissen uitgeruid worden zijn van eine selbe Familie. Diese Familie zijn nu krijgt Aufteil von was sie haben einem Sehen aufgegeben haben, wie Maria du noch. Und aber sei wir dann all ganz geloten und sie sagt zu Abraham, B7 sagt, wir sind ans Bild. Hier sind wir nu. Ja, es ist auch eine Ewigkeit gestorben. Wir wünschen aber, en als je beden is, en de hooping is, dat de familie ook over in de midden van deze video ook worden weten, dat God goed is en dat recht geen ding is aardig gegaan van God zijn zijde. Vandaar in deze nächste momenten, wenn wir uns nalaten, über ein paar Fragen. Dat geht immer wenn eine Person gestorben ist, dann fragen wir uns, wo ist diese Person nu? Wo ist diese Person nu? Wir fragen uns dann verschiedene Fragen. Die Personen fragen uns, was hat diese Person letztlich getan? Wer wird diese Person? All diese Eigenschaften von dieser Person wurden dann abgehoben und wir fragen uns, was wird diese Person, was wird was Besonderes von dieser Person? Und von Maria können wir eine ganze Reihe von Dingen sein. Aber mehr die Frage, was wir uns in diesem Moment fragen wollen, ist, wo geht der Mensch hin nach dem Tod? In der Ewigkeit, wo befinden sich die Säulen? Die Bibel gibt uns was Antworten, wo wir hingehen dann, nur dass wir von dieser Ehe Abschied nehmen dann. Die Bibel gibt uns zwei Städten, wo Personen hinkommen dann. Und diese zwei Städten sind ganz, ganz verschieden. Mir und die sollen von den ganz grazen interessant sein, zu wissen, was sind das für Städten und wo kann ich von einer Stadt oder der anderen Stadt kommen, oder habe ich überhaupt einen Weg? Hast du eine Möglichkeit, dass ich kann nach einer Stadt oder der anderen Stadt kommen? Hast du so was, als dass ich wählen kann? Und Gott sehen, was soll uns von dir zu dein
dort wir uns diese Antwort nicht in uns selbst nehmen, aber dass Gott sein Wort uns diese Antwort sei direkt in seiner klar durchnehmen dann. Also wo gehen die Personen hin? 2 Frauen, da wir uns von dir so fragen. Die erste Frau sind nämlich 2 Frauen und eine Frau. Wenn wir nur diese 2 Bibelstellen kicken dann, wir wollen in Matthäus kicken, wir wollen in Lukas kicken, aber wenn die Bibel uns sagt, dass dort 2 Plätze sind, wo sind diese Plätze und wer kommt wohin? Nummer 2, wo können Menschen in eine Stadt oder in eine andere Stadt kommen und haben eine Person, nämlich haben direkt eine Möglichkeit zu wählen, einen Wohnplatz wie gehen werden. Diese Frau ist uns vielleicht an diesem Platz sehr amtlich, und aber doch ist das die wichtigste Frau, die wir uns in unserem Leben sollen fragen. Wenn es so geben wird, dass direkt das nächste wollen allein sein und das nächste in uns das Sorg nicht gleich wollen, dann ist das Eva. Dann hast du eine Lehn getroffen, das ist ein Körper, was die hier von dir morgen tun, der redet nicht mehr. Der sagt nicht mehr, der tät nicht mehr. Das ist Eva mit dem Körper. Den sie nicht tut, ist sie aufgerannt, und so kommt nämlich auch meine in die Zeit. Das erste steht, wo wir uns lesen, ist, was Daniel all sein dort in Daniel Kapitel 12, Vers 2, wo Daniel all prophezeien ist von diesen 2 Städten. Daniel Kapitel 12, Vers 2 sagt nämlich so, und viele, der unter die Erde schlopen legen, wollen abwirken, etliche zu ewig Leben, etliche zu ewig Schmach und ewig Schande. Das sagt uns Gott sein Wort. Also, Daniel sagt, dass es 2 sehr verschiedene Städte sind. Und das sind so verschiedene Städte, und dort soll uns interessant sein, abreden und sein Wohnweg sein, ich daheim, und die Frau, die wir uns von der fragen, weiß ich, wo ich ab Wohnweg ich sein und wo ich hingehen. Unseren Tagsvers, den lesen wir in Matthäus Kapitel 7. In Matthäus 7, Vers 13 und 14 sagt Jesus, 13 und Vers 14 sagt Jesus es dit. Gut an, der der enge Put. Dann der Put ist weit und der Weich ist breit, der zu der Verdammnis abführt, und die sind viele, die durch wandeln. Und der Put ist eng und der Weich ist schmal, der zum Leben führt, und wenn die sind, die dem Fing tun. Hier sagt Jesus uns nämlich, dass wir 2 verschiedene Städte sind und 2 verschiedene Wege. In beiden Wegen von diesen 3 leben nur verschiedene Städte. Und das ist an diesem Leben, wo er sein wird, also wo wir diesen Weg anstehen tun. 2 verschiedene Städte, 2 verschiedene Wege. Der Brüderweg, sagt Jesus, der lädt ganz direkt nur die Verdammnis, du hast nicht so was, dass deinem Himmel leiden wird. Sagt Jesus uns hier. Das ist Gott sein Wort. Jesus sagt uns aber auch, dass der schmale Weg, der lädt nur das Leben, und wenn die sind, die diesen Weg finden tun. Diesen Weg, der lädt nur das ewige Leben. Das soll uns noch einmal will ich das sein, von dem Gratzen interessant sein, für unser Leben, von der, zum sein, ab Wohnweg, sind ich doch, wenn ich du an der nächsten Lehn sein, das kann sehr möglich sein, dass ich du an der nächsten, an dieser Lehn sein, was Gott wird zurücknehmen, und dann wird uns das Hallein, und dann ist das Eva. Ab Wohnweg sind die und ich. Jesus sagt uns, ihr habt 2 Wege mit, wo das verschieden wird hingehen. Jesus gibt uns aber auch noch eine direkte Antwort. Eine sehr direkte Antwort. Und du dabei wir hineingehen. In Lukas Kapitel 16. Du gibst Jesus uns eine Begebenheit, wo Jesus sagt, dass es 2 Personen, die sind diese 2 verschiedene Städte gegangen. Er sagt, dass es wie ein gewisser Mann, und dann sagt er, wie noch ein gewisser Mann, und die sind beide verschiedene Städte gekommen. Das fängt wie so in Lukas Kapitel 16 in Vers 19 wieder. Ich will auch schnell im so lesen, und dann werden wir in Details hineingehen, in Einzelheiten hineingehen. Lukas 16, Vers 19 wieder. Du wirst aber ein reicher Mann, der bekleidet sich mit Purpur und kostbaren Linien, und der lebt der herrlich in dem Frieden. Du wirst aber ein Armer mit dem Namen Lazarus, der liegt für seine der voll schweren. Der hat aber auch Gieren, dass er von der Brotschreim und von dem Dash von dem Rücken fallen, sich so zu gehen. Sogar die hohen Käumen lecken seine schweren. Das passiert aber, dass der Arme starb und von der Engel am Abrahams Schoot gedreht wird, der Rücken aber starb auch und wird begraben.
Als nu over de rekker, als nu over am dodenrek zijn uren ophoofd en in de kwaal weer, zag Abraham van wiet af en met Lazarus in zijn schoot. En hij roept, voor Abraham, erbarm de Eva mee, en check Lazarus, dat hij, doordat hij zijn spets van zijn vinger in de boter dokt, en mee de tong kuilt. Dan ik lied veel wijder en deze vlam. Abraham overzeer, denk erom zijn, dat hij die gouden deel ontvangen heeft in die leven, Lazarus met likkewijs heeft buizet ontvangen. Hij wordt nu getroosted, du liedst nu die wijder. En buiten bestaat zwischen ons en junt een grote kluft, doordat die van hier dort gaan willen, dat niet kennen, en ook van dort niet naar ons gaan kan overkomen. Vers 27, dus zegt hij, zo bid ik die, vooral, dat die aan in een huis van mijn vader schijkt, dan ik heb nog 5 broeder. Die zal de warning, doordat die niet aan deze ort van deze kwel komen. Abraham overzeet te hem, ze hebben Moses en de profeten, laat hen te horchen. Hij overzeet, nee, mijn vader Abraham, zonder wanneer een van de doden wordt opstaan. Dan worden ze boos dan. Hij overzeet te hem, hieren ze Moses en de profeten niet, dan worden ze niet duiklijven, wanneer je moet van de doden opstaan deed. Wat zo weet. Dit is de afschnitt uit Lukas kapitel 16. Hier hebben we een beetje tijd met ons verbrengen. Jezus zegt hier een cruele beeld. Dit is een schrikkelijk beeld wat Jezus ons hier geeft, maar dit is realiteit. Dit is werkelijkheid. Wie kan je ons irgendwann, hebben we ons in onze verstand wat nennen zijn, we kunnen zijn, ach, dat is niet zo schlimm. En doch, wanneer de werkelijkheid toch schlimm is, dan is het toch zo wichtig, dat ons in diesem Platz, dat wir uns einmal verführen dann, wo jedoch der Säul haben, wenn Jesus uns so eine klare und direkte Antwort gegeben hat. Du haben wir einmal nu mit wieder nehmen. Uns Herr Jesus, der sagt uns, dass ihr 2 verschiedene Städte, und er hat uns beim Namen gesagt, dass 2 verschiedene Personen diese herangekommen sind. Wir werden uns ein bisschen an den Einzelheiten anschauen, wo sind diese Städte so verschieden? Wo sind die so verschieden? Und so wieder. Erstens mag wie sehr deutlich. Jesus sagt hier so in Lukas 16, dass der arme Lazarus der starb und plötzlich wird er gedreht von der Engel in Abrahams Bose, in Abrahams seine Schoot, nämlich all in Paradies. Ja. Hier so mag wir aber auch eindenken, das werden wir kurz vorstellen, was Jesus uns sagt. Jesus sagt uns hier, auch wenn die Person starb, leben dort jetzt wieder. Maria, das Körper, was die hier morgen da mit dem Sorg liegt, das ist nicht mehr Maria. Das ist das Gefäß, wo Maria bei gewohnt hat, bei dem Tag sie starb. Maria ist den Tag all aufgereist. Jesus sagt auch zu dem Schächer umkreuz. Er sagt, von der noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nämlich, dem Moment, wo du dem Ohrenbach genommen wirst, dann wirst du all Fuß wiedergehen. Der soll der Stoff nicht. Gott hat das einmal so erschaffen. Also leben dort jetzt bloß wieder. Für den armen Lazarus und auch für den reichen Mann. Verbet von diesen Menschen ging dort Leben plötzlich wieder. Fuß. Dem reichen Mann mag wir oben. Er wird begraben, er starb und wird begraben. Und dann sagt uns die Schrift hier, als er seine Uhren abholt. Und wo befindet er sich? Am Dodenreich. Alle andere Hal, du befindet er sich, wenn er seine Uhren abheben wird. Also leben jetzt wieder Verbet von dieser Person. Paulus sagt uns in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 1, du sagst, dass wir leben in ein Zelt. Ein Zelt, das ist nicht ein Haus. Ein Zelt, das ist, wenn wir wo wollen, wenn ein Mensch mal wo will, für einen Tag oder 2 campen, dann hat er einmal so ein Tent abstellen und du ist das selber bloß für einen Tag oder 2 Tage. Und das ist, was unser Körper ist. Maria ist weggetragen. Sie hat das Zelt verloren und ist nicht ein wirkliches Heim gegangen, was Gott für ein heute gemerkt hat. Sagt uns auch Evangelium Johannes Kapitel 14, sagt Jesus, ich gehe in mir eine Städte reut vergehen. Und ich komme, um die durchzunehmen, dass die du sind, wo ich bin. Das ist, was passiert ist. Wir machen aber auch noch ein Ding. Wir machen dort diese beiden Personen in Dollar, was uns die Schrift geklärt wird, dort das reiche Mann an dem Platz, wo wir ganz bei Besinnung. Das darf nicht sein, dass die du nicht weiten, wo die sind, oder dass die du nicht leiden dann. Die kann sich besinnen, die kann das erste sein, dass das Mann, was immer gesehen hat in seinem Leben, für seine Ideen und so weiter, den mag er Fuß,
heißt die klare Besinnung. Das ist die Realität. Das ist die Wirklichkeit von der Ewigkeit. Und das soll uns sehr wichtig sein, weil wir können das Nächste unterlehnen sein. Das ist, was der Körper, wenn du ein Mensch sterben lässt, Maria sagt, ich finde ja kein Wort. Aber doch sagt sie, sehr lüd. Das ist das. Mensch, du musst sterben und du kannst das Nächste unterlehnen sein. Ein von uns kann das Nächste unterlehnen sein. Und wir gehen nach einem von diesen Städten, was Jesus uns sagen wird. Jesus sagt uns aber ein bisschen mehr von dem dritten Mann und wo an das gehen, der Krieg an diese Stadt, wo wir. Das erste Ding, Krieg, das wir sagen dann, dass er an was denken gehabt mit den Möglichkeiten, was er in seinem Leben gehabt hat. Nämlich den Lazarus und dann aber auch an was denken gehabt, die eine gute Deal. Der hast die gehabt an den Leben. Der dritte Mann, der hat 3 Gebete an der Hall, was er beten wird. 3 Gebete bet er an der Verdammnis. Und jeder ein von den Gebeten wird ihm gesagt, wird nicht beantwortet worden. Das ist eine ganz schwierige Sache. Wenn du die dort verstehen lässt, wenn du in einer Schwierigkeit ist, weil wir muss sagen, Christus Maria, sie wie eine Krankheit, so wieder, die Menschen drum uns, und die Menschen so, ihre Freunde, so, die beten, und dort alles leichter wird. In der Hall gibt das nicht sonst das. In der Verdammnis gibt das kein Gebet geantwortet, nicht ein. Er hat ein Gebet, das an seine Zunge soll gekühlt werden, das wird ihm gesagt, das wird ihm nicht beantwortet worden. Er hat ein Gebet, das Lazarus wird abstehen von den Todes und seine Brüder vermont. Jeder ein von diesen Gebeten wird ihm gesagt, das wird nicht geantwortet worden, für alle Ewigkeit. Wird immer dasselbe bleiben, immer dasselbe bleiben. Und was denken gehalten von den Möglichkeiten, was er gehabt hat in seinem Leben. Aber wenn wir daran denken, dann, er prachat. Der ricke Mann, der prachat, dass er wird einmal Lazarus, dass er einmal wird abstehen. Und interessant, der ricke Mann, der weiß das nu, dass seine 5 Brüder, die machen Busse dann, weil die nicht wollen an diesen Platz kommen. Und er bet von einer Verdammnis, dass das Lazarus wird gehen, und er wird gehen seine 5 Brüder vermohnen. Aber denken gehalten, dass wird nicht was halten, sie haben Mose in die Propheten. Und hier sticht mir das so an was von der Verantwortung wir haben, wenn wir Gott sein Wort im Haus haben. Wir beten vielleicht nochmal, dass wir irgendein großes Wunder beleben oder so. Aber wenn wir Gott sein Wort haben, das ist alles, was uns fehlt. Dem dritten Mann wird gesagt, dass sie haben alles, was ihnen fehlt, das nicht, dass du den Toten abstehen wird. So du wen, haben sie alles gehört, was haben, und haben doch nicht Busse getan, und wird doch nicht mehr sein, wenn sie nach den Toten präkommen. Dann aber, ein von den Schwierigkeiten, was hier so ist, und das ist aber auch die Wirklichkeit, was wir einmal machen so abheben. Das ricke Mann, der hat ein Gebet, dass Lazarus wird abstehen vom Tod, und dass das Lazarus wird gehen und wohnen seine Brüder. Kick mal, was das sagt. Gott sagt zu diesem dritten Mann, er sagt, zwischen uns und zwischen Jünd, da steht eine Kluft, dass es keine Möglichkeit gibt, von hier dahin zu kommen oder von dort hierhin zu kommen. Wenn es du ist, wo der Mensch ist, von dieser Ehe nachzugehen, gibt es nie nicht mehr eine Möglichkeit, von einer Stadt oder andere Stadt zu kommen. Sonst gibt es nicht, das sagt die Bibel, durch eine Kluft waschen, wird nicht passieren. Wird nie nicht passieren. Du hast keine Möglichkeit, wenn wir ab das leben, so wie das hier in der Morgen tun, dass der arme Lazarus plötzlich so sich starb, wie er an die Stadt, was er hier gewählt hat. Dem ricken Mann, plötzlich als er starb, wirkt er eine Hall ab. Das ist, wo er abwerten wird. Und jene kommt Ewigkeit. Wenn wir über den Land ewig sterben tun, wenn unsere Seele, unser Körper hier verloren wird, dann gibt es keinen anderen mehr. Was sich keinmal auswiesen. Das wies sich aus, hier an dieser steht, was die von Weich eingeschlagen haben. Jesus hat uns das gesagt. Der Bräuter Weich, der lädt nicht Verdammnis, der Schmaler Weich, der lädt nicht Leben. Das Leben, das ist das du und ich uns das wählen. Diesen Weich, den man du und ich anschlagen. Also, was so weit an diesem Punkt. Von dieser Städte wird uns einmal eine schreckliche Stadt, also gesagt wird, was zu existieren wird. Wo die Bibel uns sagt, wo ein Mann ist. Nicht sein Wort oder gewasst ist, aber es für Ewigkeit immer durch.
Die Bibel sagt uns an diesem Ort, dort ein Mensch wurde verloren ist, der ist plötzlich eine Verdammnis. Plötzlich eine Verdammnis. Und du betest für die Menschen, vielleicht für seine Familie, für die Menschen, die noch nicht das Evangelium angenommen haben. Das ist eine Schreikel, die steht. Und das ist, wo Menschen hingehen, die Jesus nicht im Hort haben. Nun lassen uns aber noch die andere Frau also beantworten. Wir haben uns diese zwei Städte ein bisschen festgestellt. Lazarus, er ist plötzlich in der Friede, er ist plötzlich da, wo er geheilt ist, am Wort geheilt und so weiter. Er belebt nu groß und so weiter. Nu die Frage, wo können Menschen entweder auf einen Weg oder auf den anderen Weg kommen und hast du überhaupt eine Möglichkeit? Und was ist du für eine Möglichkeit? Habe ich eine Wählung? Kann du uns wählen, ab wo Weg wir sind? Was sagt die Bibel uns? Das ist die wichtige Antwort, die wir uns wollen bekriegen. In Evangelium Johannes Kapitel 3, da fängt wir, was gewollt wird. Wir fängt ein utilieren Mensch, ein Pharisäer. Die Pharisäer wären keine Menschen, die nicht wissen, von was sie reden. Die Pharisäer, das wären Menschen, die haben die Schrift sehr, sehr studiert und die wissen krank, von was das Evangelium wird. Und doch gibt es hier ein guter Mensch, Nikodemus. Er kommt in Johannes Kapitel 3, kommt hin Jesus und er sagt, guter Meister, wie weiten? Er sagt, wie als Pharisäer, wie weiten, dass du von Gott bist? Willst, wenn du diese Worte nicht deutst, dann wird, wenn die Worte, die du das, darum weit wieder. Und doch sagt Jesus, am Fuß sind nimmer ein Problem. Jesus sagt dann in Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst vom Nein geboren werden. Du musst vom Nein geboren werden, als was du der Gottes niemand sein. Hier gibt es eine ferne Person, die in der Kirche arbeiten soll, eine Person, die geistlich, so zu sein, geistlich, der Mensch hat alle lernen, und die wir 100% verloren. Diese Person, sagt Jesus, zu dieser Person sagt er, wenn du nicht vom Nein geboren warst, wirst du der Gottes niemand sein. Was ist dann hier das Problem? Wir gehen ein bisschen wieder. Die Unterholung geht so in Johannes Kapitel 3 wieder, wo wir uns über ein bisschen mehr Zeit mitbringen, erst in Vers 14 durch 16. Hier so sagt Jesus eine Prophezeiung von dem Alten Testament. Eine Prophezeiung von dem 4. Mose, Kapitel 21, Vers 7 und 8. Nikodemus kann die Schrift. Und Jesus sagt, so aus Mose in der Wüste die Schlange abgehoben hat, so muss die Sinn von Gott auch abgehoben werden. Ob das alle, die an Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte diese Geschichte einmal kurz erklären, damit wir diesen Vers verstehen können. Das gibt in 4. Mose, Kapitel 21, ich würde Ihnen sehr anspornen, diesen Kapitel zu lesen. In 4. Mose, Kapitel 21. Hier gibt es so, dass die Israeliten, die wären hier aus der Wüste, so, aus Ägypten rübergekommen, und dann sind sie in der Wüste. Und hier fangen sie an zu grunzen gegen Mose und gegen Gott. Sie sind bloß ungehorsam. Sie sind ungehorsam gegen Gott. Und dann auf einmal dann schickt Gott Schlangen, kleine Schlangen, und die bieten die Menschen. Und das wären jäftige Schlangen, dass die Menschen an einen Kartensturz gestorben sind. Aber die Menschen ist gebeten, alle sind, auf einmal kommen sie in Mose und sagen, nu, gut zu Gott beten, wir haben gesündigt, sie sind böse, sie wissen das, wir haben auch getan. Und dann sagt Gott zu Mose, merke eine bronzene Schlange, hängt es so auf einem Pol ab, und in jeder Mensch, der auf diese Schlange wird checken, der wird leben. Das wird ein Stopp von Glauben. Sie werden alle gebeten worden von dieser Schlange. Giftige Schlange wird ihr das Leben nehmen. Dann sagt Gott aber, nu ist es, dass sie wollen im Glauben nur diese Schlange kicken, dann wollen sie leben. Dort wie ihre Erfahrung. Dass sie wollen im Glauben nur diese bronzene Schlange kicken. Nu sagt Jesus hier aber, die Menschen sehen, Jesus selbst wird kriegt so aus Moses die Schlange abhof, so wird auch die Menschen sehen, abgehoben worden am Kreuz. Damit alle nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Dan vers 16. Also haft Gott de Welt geliebt, dat is ihnen eingeborenen Sehen geeft, also dat alle, die an Angleiben nicht verloren wurden, sondern dat ewige Leben haben. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Jesus hat vom Kreuz gehangen für mich und für die. Wenn du nicht kannst den Vertrauen von dir selbst raufnehmen und ab Jesus sagen, die Uhren ab Jesus sagen, ab das Vorgewerk vom Kreuz, dort ist Verratung ist. Das Schrift sagt das hier, hat nicht gesagt. Sagt hier, ab dort alle, die an Arm glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dort sagt uns Gott sein Wort. In Römer Kapitel 3, Vers 23, du sagst uns die Bibel, dort wir sind alle Sünder. Du sagst uns nämlich so, denn du hast keinen Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt und mangelt, was bei Gott sein soll, Dann sie haben alle gesündigt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, jeder Mensch, der auf diese Erde gewesen ist, büter Jesus, das ein Mensch auf diese Erde gewesen, der nicht hast gebeten worden von dieser Sinn, von der Schlange. Und dort sei wie von der das der Sinn. Und jeder ein von Ecke der Du, kriegen und wer du hier bist, wo jung du bist, wo alt du bist, du hast von der Schlange gebeten gekriegt. Und dort hat Sinn. Und du warst gestorben. Du bist am Weg nur der Verdammnis. Allein das Blut von Jesus ist die Medizin, was die heilen kann von diesem Bitzel. Allein das darf nicht sein. Gott hat uns ein Ding gegeben. Und das ist Jesus. Die Radung, wenn du ab Jesus deine Übung sagst, wenn du das Blut von Jesus annimmst, im Glauben, dann kannst du gerat sein. Und das ist, was ich Ihnen kann, für Niedrigkeit vertrauen von Maria. Dort verrät mich, dort sei das auf euch genommen. Gott hat mir das fertig geschenkt, du bitte setzen, wegen sei hat das Blut von Jesus in ihr Leben euch genommen. Und sei es geheilt geworden. Jesaja Kapitel 53, Vers 5 sagt, aber hei es, am unsere Messe tut werden, verwund, am unsere Sünden werden verschleuen, die Strufte liegt ab an, ab dort wie Fried haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch die Wunden von Jesus, ab dort Jesus ist am Kreuz gegangen, du es unsere Rettung bist. Du es unsere Rettung bist. Jesus hat genommen den Platz am Kreuz, den du haben sollst, den ich sagen soll. Wir lassen uns die 15. Vers einmal lesen in Johannes 3. Lass mich in Vers 14 auffangen. Und so ist Mose in der Wüste die Schlange abgehoben hat, so man auch die Menschen sehen abgehoben werden. Ab dort alle, die an Angläuben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Hier ist, wo unsere Rettung ist. Das ist unser Weg von dem breiten Weg rauf, ab dem schmalen Weg an. Der einzige Weg. Lass uns dann ein bisschen nur bekicken. In Johannes Kapitel 4, 24, du sagst die Bibel uns das. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer mein Wort hielt und glaubt an dem, der mir geschickt hat, der hat ewig Leben. Sag ich nicht, der Wort haben, der hat ewig Leben. Wer sein Vertrauen, ob Gott sein Wort gesagt hat, und glaubt an Gott und kickt nur Jesus, der hat ewig Leben und kämpft nicht in das Gerecht. Sondern es ist, in Bibel steht das Wort ist, nicht nochmal Wort, aber, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Der ist vom Tod zum Leben übergegangen. Wer das hat, wer das ewige Leben hat, so wird eine Person, die das Blut von Jesus annimmt, der wird die Rettung von Jesus annehmen, der ist von dem breiten Weg ab den schmalen Weg nachgegangen. Dort gibt eine dort gibt ein Weg, wo das möglich ist, ein Weg. In Johannes, Evangelium Johannes 1, Vers 12 sagt, dass so viele aus Arm abnehmen, denen gibt heute Macht, Gottes Kinder zu werden. Johannes Kapitel 10, Vers 9 sagt Jesus, ich bin die Tür. Ich sehe der. Er sagt nicht, ich sehe eine der. Er sagt, ich sehe der einzige der. Das ist, was Gott für uns getan hat. Er hat eine der aufgemerkt, sodass du und ich von ab dem breiten Weg ab den schmalen Weg nachgehen können.
Diese der, die steht von der op. Jesus, roept von der und sagt, komm doch von darauf und komm doch in der Dreck Gottes nennen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ausgehen und Weide finden. Sagt uns die Bibel. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus sagte, ich bin der Weg. Nicht ich sie ein Weg. Ich bin der Weg, der einzige Weg. Ich bin die Wahrheit, der einzige Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich sehe, dort leben, jeft nicht andere Leben als Jesus. Dort jeft bloß das. Dann das letzte Part von denselben Vers sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Keiner kann nach dem Vater kommen, keiner kann in das Himmel kommen, Buddha, der Jesus, und jeft nicht. Das jeft nicht so. Die Bibel sagt uns, dass jeft eine Weg nur dem Vater, und dort ist der Weg, was Gott gegeben hat, ans Herr Jesus. Hier ist die Idee. Liebe Versammlung, liebe Freunde, liebe Familie, wir können uns von dir, was deutlich merken in unserem Kopf, und dort nur gehen, und dort wird sehr schutz gehen. Wir können uns von dir sein, ach, mit mir ist es doch nicht so schlimm, wird mal nicht so näher kommen. Die Bibel der uns säuer wollen durch jeden. Die Bibel sagt uns säuer direkt, dass wir wollen hoffnungslos verloren gehen. Das gibt eine der und das gibt zwei Wege. Und das gibt zwei Destinations. Das gibt zwei Punkte, wo wir hinkommen. Vielleicht von jenen, die von Mexiko gekommen sind, vielleicht von Kanada und vielleicht von Iran, wird nicht haben, diesen Platz gefunden, bis gerade so wenig, die wissen, wo das wir. Vielleicht habe ich ein GPS muss anmerken, was die hier kommen. Wo angeschmerzt, wo die gehen fallen, wenn die auf einmal wieder ein ganz bei einer anderen Stadt angekommen. Die haben hier in der Bejrafniss gewollt, aber die werden ganz bei einer Sessen in der Stadt angekommen. Da wo die gehen doch angeschmerzt fallen, von den Phone oder den Map, der Landkarte oder was immer nicht. Wo wir uns so angeschmerzt fallen. Krieg so wird das sein, wenn wir nicht krieg 100% Gott sein Wort nur gehen tun. Wenn Gott sein Wort uns sagt, dort gibt ein Weg, dort gibt eine der, und du hast eine Radung, was hier gibt, wenn wir die verpassen, dann ist es sehr schlimm. Wir brauchen nicht denken, wenn wir auf dem Bräutenweg sind, dass wir wollen im Himmel ankommen, sonst gibt es nicht. Gott hat uns in diesem Wort gesagt, im Johannes, hat uns gesagt, der schmale Weg, in Matthäus Kapitel 7, hat uns gesagt, dort, der Bräuterweg, der führt nicht dort verdorben. Dus keine Weg, dass die wat naar het Leben führen. So du wen, soll uns dort von dir sehr direkt und sehr anspornen, dass uns die Frau, persönlich die Frauen, auf welchem Weg gehen. Wen, dort ist, wo wir am Weg hin sind. Wir brauchen uns nicht verlegen zu uns selbst und sagen, ach, ich sage doch all, für immer vielleicht ein Gesanglehrer gewesen, vielleicht sein für lange ein Teacher gewesen, ein Schullehrer, vielleicht sein für mein Leben eben ein Prediger gewesen, irgendwo sein, immer in der Kirche gewesen, was ein Unterschied mehr. Mehr kein Unterschied. Mehr kein Unterschied, wenn du auf dem Bräutenweg bist, wenn du nicht der Jesus, der einzige der bist, nennt die Gott in der Dreck Gottes, dass du irgendeine Hoffnung hast, dass du im Himmelreich ankommst. So ein Käfte nicht, das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, so wird ein Mensch schmerzlich an. Kriegst du den GPS anmerken und du das nicht nur für, was du design hast, du wirst auf eine andere Stelle ankommen. In Matthäus Kapitel 7, Vers 21 sagt Jesus uns, was sei gewollt wird. Er sagt, dort wollen Menschen geben, die wollen sich eingeschmerzt fallen. Das sage ich nämlich so. Die wollen nicht alle, die zu mir Herr sein und in den Himmel kommen, sondern bloß die, die den Willen von meinem Vater tun. Dann sagt Jesus wieder, er sagt, die wollen viele zu mir sein und ja und da. Herr, haben nicht in die Namen geweissagt, haben nicht in die Namen Dämonen uitgedreven, haben wir nicht in die Namen große Doten getan. Hier ist ein Problem, sagt Jesus. Dann wo ich über die Erde bekannt, ich habe ihn noch nie gekannt. Diese Dinge, was sie in Jesus in Namen getan haben, das sind nicht auch rechte Dinge. Aber hier fehlt ein Ding. Und dort ist, Jesus sagt, ich kann ihn euch. Die haben ihn vielleicht beraubt als Christen, aber die sind niemals ein Christ gewesen. Die sind niemals durch der gegangen an den Schubstall. Die sind niemals durch der
von dem breiten Weg raufgekommen auf den schmalen Weg, in ein Kind Gottes geworden. Das ist das Problem. Er sagt, kann ihn nicht. Weich mit ihn, die Übeltäter. So wird eine Täuschung geben von nicht durch diese, die durchgehen. Das Problem, was Jesus sagt, und was er uns in Lukas Kapitel 17, Vers 21. Du sagst, hey, das darf nicht sein, dass die rumgehen lässt und siehst, dass der Gottes hier ihre tun. Dann er sagt, seid, man wird nicht sein, seid hier, oder seid das du. Dann kickt, das Reich Gottes, das ist anwendig entjüngt. Sagt uns die Bibel. Das Reich Gottes ist anwendig entjüngt. Und das ist der tiefe Friede, was Maria hat. Dat zij dat Reich Gottes in sich hat. Der Heilige Geist, der wohnen in. Zij hat Jesus angenommen. Zij wist dat zij dem sehen hat. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 12 und 13. Wer dem sehen hat, der hat das ewige Leben. Wer den sehen nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz klar und ganz deutlich. Du und ich brauchen uns nicht einbilden, dass wir im Himmel ankommen, wenn wir dem Sehen nicht haben. Wenn wir Jesus nicht in unser Leben angenommen haben, brauchen wir uns nicht verlieren und nicht einbilden, dass wir im Himmel ankommen. So dürft es nicht. Hier sagt uns die Bibel, wer dem Sehen hat, der hat das Leben. Wer den Sehen nicht hat, der hat auch nicht Leben. Liebe Schwester, in Epheser Kapitel 2, Vers 8, du sagst es so, in der Knie, dann uit genut sind die selig geworden, durch den Glauben, durch das nicht uit ihn selbst, das ist eine Gabe von Gott. Gott hat die Radung so einfach gemerkt, dass wir das annehmen als ein Geschenk. Das ist nicht etwas, dass keiner sich noch riemen kann. Gott hat beugt von dir das ewige Leben an. Das Geschenk von ewigem Leben, was du kannst annehmen. Noch einmal die Frage. Mitten, also zum Schluss. Wir haben uns von dir in diesem kurzen Moment haben uns vergeholt, 2 Wege, 2 Städte. Der schmale Weg, der führt nach das ewige Leben, der breite Weg führt nach das ewige Verdorben. Der reiche Mann, der ging nach der Verdammnis, der arme Lazarus, der ging nach das ewige Leben. Jesus sagt, wenn du auf dem schmalen Weg bist, dann gehst du nach das ewige Leben. Wenn du auf dem breiten Weg bist, dann gehst du nach das ewige Verdorben. Nu laat me die Frau fragen. Wenn der nächste Raub, wo ich sein, oder wenn der nächste Raub, was du sein, das ist die Realität, das ist die Wirklichkeit. So schwierig ist es in unserem Leben. Das kann sein, dass du oder ich nicht was von dir aus leben. Wo warst du sein? Was von Weg hast du eigentlich gelernt? Diese Wahrheit ist meine Aufgabe, das zu sein. Weil es, so es dem rechten Mann gegangen hat, so kann es auch in jedem eingehen, wer Jesus verpassen hat, dass er wird für immer und ewig in der Verdammnis sein und beschuldigen, dass er das Geschenk nicht angenommen hat. Lest die Bibel für ihn selbst und mag einmal, wo wird ich sein, wann ich ab einmal von dir Abschied nehmen. Maria hat sich ewig Leben gewählt. So ich in ihr schon sein dass Gott hat mir das Verrecht, dass du können sein, wenn sie er Vertrauen von sich selbst aufnahm. Dat zij een goede persoon weer in die vertrouwen abzenden op dat wat Jesus am Kreuz gedaan heeft. Dat is wat onze radung is. Dat is wat de Bibel ons leert. In de laatste 48 stunden wat Maria leven deed, had we dat verrecht, mijn vriend en ik, Tim bij haar zijn, met wessen van ihre kindertop. Zij raakt zo uit naar de eeuwigheid. Zij heeft mij ware gevraagd, was maar beden dat Jezus mij maar wat komt holen. Ik wil maar in de eeuwigheid zijn. Jezus zal mij maar komen holen. Dan op eenmaal zegt zij, nu dat waren beden, nu zijn we gerust een paar minuten gaan. Dan komt Jezus mij holen. Emma waren beden zij dat. Zij zei, domme waren beden dat Jezus mij maar wat komt holen. Zij was zo reut, zij was zo froh. Zij zei, du hast nichts nicht, was mich trägt. Ich will bloß mal bei Jesus sein. Nu will ich mal geheilt sein. So wird eine Sicherheit, die dort mit ihr Vertrauen auf Jesus sein. Das ist so wunderbar. Und du kannst hier als Familie so einen großen Trost haben, in den ganz geraden Bedürfnis, was sie haben. Sie sagen, zu meiner Frau hat sie das sehr klar gesagt, was du an sie Kinder, und sie hat das ihre Kinder auch gesagt, was du an sie Kinder sein, dat zij worden en ook dat ihre Kinder alle worden Jesus annehmen, wenn es dann
kommen sie alle am Himmel an. Wenn wir das verpassen, diesen Punkt, den hat Maria verstanden. Diese Maria verstand, dass die Rettung kommt allein an Jesus. 96. Und du, wie sie bedeutet haben, sie will 96, als dat ihre Kinder, ihre Großkinder, und so wieder, wurden diesen Weg anschlagen, dass sie vertrauen würden auf Jesus sagen. So wird eine Freiheit hier beim Herrn, und so wird eine Freiheit, dass Maria kriegt den Moment, wo sie hier Aufschritt nehmen wird, ging sie auf im Himmel an, so das Letzte, das dort ging. Wenn Jesus wie all errara nicht und jene kommt Ewigkeit und diese kommt Ewigkeit. Ich wünsche, dass die Trost fingen dort in Oberöck für dich, was Jesus nicht kann, ist Heiland. Die kostet wirklich aufschieben. Das ist deine Entscheidung. Aber mit deiner eigenen Entscheidung wirst du eine Verdammnis sein. Mit deiner eigenen Entscheidung. Von der scheint die Sonne, von der baut Gott noch ewig Leben an. Das ist, was Gott uns sagt, dass wo zwei Städte sind, zwei Wege, eine Entscheidung in deine Entscheidung. Du merkst die Entscheidung, wo die was sind, les Gott sein wird und merk für die Entscheidung, Lothar, wo du ankommen, wo du hier entschieden hast. Du darfst noch beten und dann wollen wir wieder gehen mit ihr Lebensverzeugnis überlesen. Du darfst uns gerade beten im Gebet. Uns himmlischer Vater, wir sind dir sehr dankbar für dein Wort. Herr, wir haben uns in dein Wort ein Tagsfähig geholt, wo uns sehr gruselnd ist, wo du uns hast gesagt, wo das eine Realität gibt, eine Wirklichkeit gibt von zwei so verschiedenen Städten, und dass dort Städte sind, wenn ein Mensch ist, einmal bei du ist, gibt es kein Anwegen mehr, keine Verpassung mehr, nicht mehr, na nu will ich all anders. Dann ist das einmal für immer zu lot. Schenk dir, dass du musst mein Hart anrühren, dass ich noch in deine Gnade bleiben, und Herr, sag für jedem ein hier bin, dass diese Botschaft, dass dein Wort noch hante, die jeder Hart gerät, musst du dort schenken, dass dein Heilige Geist noch die Harten abschädern, so dass die nicht waren steinerig sind, und dass deine Sud wird sein, ab Gott ihr gefallen. Wir bitten dir wieder für Führung, für Trost für die Familie, schenk dir, dass du wirst durch diese Schwierigkeit, durch diese Leid durchdrehen, und dass sie wollen, ihr vertrauen ganz auf die Sachen. Nu wollen wir wieder gehen mit dem Bejrafniss. Wir danken dir für das Zeugnis, für das wir an Maria kennenlernen, und dass sie auf uns noch, ja, dass sie auf uns mit dir dort, wo eine Freude sich hat an die. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich will hier das Lebensverzeichnis überlesen, so die Familie mir dort gegeben hat. Wir buchen das auch, ein Fall, was Maria wirklich abfahren wird, sehr wichtig wird. Und ich glaube, dass sehr erscheint, dass sie nicht mit uns reden. Den Fall, 2. Timotheus 4, Versen 7 und 8. Sehr schöne Versen, wo sie den eingemerkt haben, so dass sie zu uns von der reden. Die wird sagen, dass ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe die Reise verbracht. Ich habe den Glauben gehalten. Für wieder ist mir beigelegt die Krone von der Gerechtigkeit, wenn mir der Herr, der gerechte Richter, jeden Tag geben wird, aber nicht mir allein, aber alle, die seine Erscheinung leben da. Sehr schöner Vers, wo wir uns mit trösten können, dass diese Maria, sie hat den Kampf überlebt, sie hat sich gekriegt, über Sinn, sie hat Glauben gehalten. Und nu ich wieder mit dem Verzeichnis wieder gehen, sie ist gestorben am 17. Januar 2024. Und alle haben sie erreicht von 57 Jahren, 2 Monate und 5 Tagen. Sie wurde geboren am 12. November 1966 in Campbell 72 in Mexiko, zu ihren Eltern Abraham und Margareta Dick. Sie hat sich in dasselbe Dorf abgewaschen. Du hast erst in der Schule gegangen, du hast auch ihre Jugendjahre durchgelebt. Und ja, 1984, da wurde sie gedeupt
in der Altknische Kerk von dem Ältesten Franz Baumann. Und dann datzelfde Jahr, am 9. September, dann steeg ze even in de eigenaar met een verliefde man, van de friesen. In de mei stond zijn de topje was 39 jaar, 5 maanden en 8 dagen. De Herr had ihn gezegend met 8 kinderen, eine dochter en 7 zoons. De eerste 32 jaar van haar eigen leven zijn ze in Mexico geweest, daar hebben ze gewoond. In de laatste 7 jaar zijn ze hier in Texas geweest. Voorop gegaan om dood zijn er 10 personen. Eerst is zijn Abraham, wat nog niet verwachte deel 3 begroefd hebben. De ouderen, Abraham en Margaretha Dick. 2 broeders, David en Abraham Dick. Een schwerer bij de Friesen. De Schwiegerouderen, Franz en Katharina Friesen. Eine Schwägersche, Anna Friesen, und eine Zuster. In den letzten 20 Jahren ist sie viel krank gewesen. Over de laatste 3 maanden heeft de krankheid bloß sehr teilgenommen, wo das bloß raufging mit haar. Und von dem 19. Dezember 2023 bis am 17. Januar 2024, als sie meistens Zeit im Hospital war, wo sie auch schließlich gestorben ist. Überleben dann ihr Mann, ihr Ehemann, bei der Friesen. Eine Tochter, Greta, und ihr Ehemann Isaac Thiessen von Mexiko. 7 Sohns, Pancho, seine Frau Lena von Delhart. John und seine Frau Sarah von Mexiko. Peter und seine Frau Betty von Delhart. David und seine Frau Tina von Amherst, Texas. Corny und seine Frau Maria, auch von Delhart. Und Henry und seine Frau Lisa, die von Seminole. Und dann sind noch 20 Großkinder, die da überleben. So sie schon geredet wir, sie haben ein Leib für verschiedene Dinge. Sie haben een grote Schein een boom, een boom en allerhand bloemen, om een huis, ook in een huis te gaan. En tegelijk hadden einfach een grote Schein en verlangen, je zegt, om een huis uit te stromen met verschillende bloemen. Bloemen, wat het was, niet dode bloemen, maar levende bloemen. Zij weer een persoon wat werkelijk met zo'n dat ligt uit te oefenen. Zij hadden een grote lijf voor ihre kinderen. Ook voor ihre Großkinder. En hadden een grote verlangen, Einigkeit te hebben in ihre Familie. Zoals hier schon erwähnt, zij gleichzeitig zijn. Zij loven God met ihr Gesang, met ihr Singen. Zij hadden, zoals hier schon gesagt, zij hadden grote vrede. Dat is een vrede, want zij kunnen weer met dingen beschenken. Dat durft niet voor grote geschenkt zijn. Veel met kleine dingen. Maar het is een vrede. Zij weer een zeer lijfhabende moeder. En de kinderen en de familie worden ook zeer vermissen. Zij weer gläubig. En zij hoort Jezus als persoonlijke heiland en raden aangenomen. Zij wist en zij gelooft dat Jezus voor haar gestorven weer. En dat raden moet alleen dat je genoeg zijn en niet durch werken. In de familie, die wil ik hier nog een dank uitspreken voor Boyer Funeral Home, voor Grace Mennonite Fellowship en voor de Food Committee. En ook voor alle die voor een gebed hebben en een gedacht hebben en het Jezus zijn leven bewezen hebben. Dank je. Wir wollen schließen mit der DJ Gesangbier 436.
Meine Heimat ist dort in der Heu. 500 saßen dort ich. Meine Heimat ist dort in der Heu, wo man nicht weiß von Trübsal und Weih, wo die Heilige und selber Schar, überpreiset das Lamm immer da. In der Heu, meine Heimat ist dort in der Heu, in der Heu, in der Heu, in der Heu. Meine Heimat ist dort in der Heu. Viel Geliebte sind dort in der Heu, wo ich sie einst verkehrt wiederseh. Und dann bleiben wir immer vereint, dort wo ewig die Sonne uns scheint. In der Heu, in der Heu, meine Heimat ist dort in der Heu, in der Heu, in der Heu, in der Heu. Meine Heimat ist dort in der Heu. Herr, ich freu mich bis dort in der Heu. Ich wollt dir meinen Heiland erstellen. Sieh mich dir nach das Wohl und bist. Hoff dein Wort in dein Diener auch ist. In der Heu, in der Heu, meine Heimat ist dort in der Heu, in der Heu, in der Heu, in der Heu. Meine Heimat ist dort in der Heu. Ja, bald werd ich dort sein in der Heu. O mein Jesu, durch deines ich fleh. Bring die meinen da alle mit mir zu der himmlischen Heimat zu dir. In der Heu, in der Heu, meine Heimat ist dort in der Heu, in der Heu, in der Heu, in der Heu. Meine Heimat ist dort in der Heu. Noch einmal Dankeschön, Tim, jedem ein, was gekommen ist, in diese Familie unterstützen, in diese Weide, wo sie da gehen, und bitte wieder vereint, wenn sie schwören, die alle beim Weg sind, dann wird er dort sein, an diese Ladeplatz kriegt fehlen. Was bekommt mir, kommen wir wieder gehen mit der Bejrafniss, hier so bei uns Avenue Eva, wir gehen von hier wieder, nur, ja, Körper nur den Platz zu bringen, wo sie waren geïerd worden. Dat de zorgdreuren, die worden dat zorg ne hengrol. En dan worden de ushers in de feren komen, worden die aan het loten, zoals je dan dat kan de voorbij gaan en dat chicken. Bitte, wenn die nicht wurden stillhalten, wenn die bloß wurden so gesagt gehen, dann sein.
wird unsere Bitte sein. Die Familie wird nur dem, die Familie wird sitzen bleiben, diese Bursch, die 2 Bänken werden im Bett sitzen bleiben, und dann von der 3. Bank werden die Ushers anfangen zu entloten, erst das, und dann fangen sie von dort an, so was die bis würden sitzen bleiben, dann fangen sie von dort an, du sie durch die Idee werden sie gehen, du sie durch Ushern. Die Familie wird nur dem, wenn die Schritt gegangen sind, wird die eine Zeit gegeben worden, hier bin, wo sie worden allein sind, wo sie noch keinen ihren letzten Aufschritt nehmen von für das letzte Mal. Von hier so, wo wir dann für den Graf fahren, für die wollten einen Graf fahren dann, wenn die ich Hand in den Körper gesehen, wenn die wurden Glück in jene Fortgehen gehen, jene Lichter anmerken, und jene Double Flashers an, und wenn wir dann nicht so reisen im Fahren, wenn die dann bis wurden so dicht blieben, als sie wurden können, das ist so viel besser. Die Ushers waren jeder gewesen, zum dort büten, wenn die bloß wurden still haben, die waren jeder Land dann immer gewesen, wann dort essen, wann dann können fahren. Allein die Familie waren die ihr ab das Zeug ab. So, bloß die Familie war das dann, so bitte, weil wir dort auch respecten verehrt. Nur der Bejrafniss, nur die Graveside Service, die Bejrafniss ab dem Grafhof, wo wir 3 hier ankommen von Fassbar, in der Gymband, wo Fassbarkeit sind. Für die wird nicht nur eine Graveside fahren, eine Grafhof fahren, die können, wenn die ihr Glück, ihr stehen da und die sollen haben, die können dann Glück bloß in der Gym, die sind da ran, an der ersten Glas in der, wo ich dann ging, du dann gehen, du wird allen fassbar sein, die sind auch sehr willkommen, du noch wieder spazieren und so weiter. Es ist nicht bloß fassbar, dann macht die fahren, kann hier den ewigen Tag hier so sein. Nur das Bejrafniss, nur den Fassbar, wo wir noch ein No-Bejrafniss haben, hier so bin, wollen die dort sein, wenn wir die morgen dann noch alle haben frech mit eten, dann wollen wir noch einmal hier so bin treffen, dort wir dann hier so ein No-Bejrafniss haben, ein paar Leute, und dann wird voll jeder mitteilen von ihr. So mit dort, wenn die alle bloß würden bitte sitzen bleiben, das sagt ihr auch, wo die bitte abstehen, und das sagt dort dann drauf.